Wir sind in einem Einkaufscenter. Je näher wir den Festtag kommen, desto mehr spitzt sich die Lage zu. Und das nicht primär, weil die Kundschaft sich eindeckt, als würde eine mehrwöchige Ausgangssperre anstehen. Nein, die Wurzeln des Problems liegen ganz an einem anderen Ort. Seit bald 2 Monaten werden die Angestellten nämlich terrorisiert. Kaum sind die Halloween-Artikel weggeräumt worden, hat nämlich die Beschallung mit Weihnachtsliedern angefangen. Zuerst haben die einen das noch freudig abgefeiert. Inzwischen stehen aber sogar die Mariah Carey Ultras und die gesamte Michael Bublé-Bubble an der Schwelle zum Wahnsinn. Die Belegschaft ist gefühlt nur noch ein einziges Last Christmas vom Nervenzusammenbruch entfernt. Und zu allem anderen hat jetzt auch noch der amerikanische Late-Night-Papst Jimmy Fallon ein Weihnachtsalbum herausgebracht. Es muss etwas gehen. Ein Aufstand. Die Weihnachtsplaylist muss abgestellt werden. Besser gestern als erst heute. Fertig, do they know it's Christmas. Wenn nicht jetzt, wham dann, sozusagen. Die sich freiwillig gemolden hat, die Mission durchzuziehen, ist die Maxine. Aber alle sagen ihr nur Max. Das ist schon immer so gewesen. Die Max hat ihren Job im Einkaufscenter eigentlich nur als Zwischenlösung gestartet. Aus dieser Zwischenlösung ist in den letzten Monaten aber das 5-jährige Jubiläum geworden. Wenn ihre Mission scheitert, gibt es vielleicht immerhin die Kündigung. Das wäre gar nicht das Dümmste. Das Risiko ist es auf alle Fälle wert. Vor der möglichen Heldentat wird sie noch von der Haustechnikerin gebrieft. Die ist zwar auf die einen Seite sehr schräg, auf die andere scheint sie aber mehr Informationen zu haben als irgendjemand anders in diesem Einkaufscenter. Sie gibt dem Max einen Tipp, wie sie am Chef vorbeikommt und das Ganze kann durchziehen. Immer am 9 Uhr geht er sich seinen Kaffee hinterher schletzen. Der muss stiefig sein. Und hure schnell verkriecht er sich dort oben wieder in seinem Elfenbeinturm und dann ist die Chance durch. Nachher wird es unmöglich, so eine heisse Mission durchzuziehen. Du musst wissen, der Typ liebt Mariah und der Bublé Michi mehr als seine peinlichen Weihnachtsbullis. Ich würde ja die Mission gerne selber durchziehen, aber der Sieg hat etwas gegen mich in der Hand. Etwas gegen dich in der Hand? Was denn? Fragt Max erstaunt. Hey, je weniger du weisst, desto besser. Was ich da alles machen könnte, das glaubst du gar nicht. Mit einem Knopfdruck könnte ich dafür sorgen, dass alle Kunden doppelte Bonuspunkte hätten. Oder die Kasse so programmieren, dass beim Scannen Thunderstruck von AC/DC ertönt. Aber ich dürfte ja gerade so knapp mal eine Glühbirne auswechseln oder den Boden aufnehmen, wenn einer kötzelt. Wow, dass du so viel auf dem Kasten hast, hätte ich gar nicht gedacht. Meint Max. Du bist nicht die Einzige. Aber fertig bläuderlet. Die Zeit läuft. Gang mit Gott, aber gang! Um die Playlist abschalten, muss sie einen Schalter im Büro vom Chef umlegen, den die Haustechnikerin vor Jahren eingebaut hat. Als Notlösung für den schlimmsten Fall. Sozusagen der Red Button vom Detailhandel. Wenn der umgelegt wird, ist die Weihnachtsplaylist nämlich für mehrere Monate blockiert. Sie schleicht sich ins Büro vom Chef und sieht den Schalter sofort. Kurz bevor der Finger den Schalter berührt, hört sie die Stimme vom Chef. Max, Max, Max. Oder soll ich sagen, Max nimm hören? Und der Stunde den Schalter umzulegen. Die Max entgegnet nur, Hans. Oder soll ich sagen, Hans nötig in einem muffigen Einkaufscenter zu arbeiten, obwohl ich doch so ein hure hohes Tier bin? Du weisst ein fürchter Scheissdreck über mich. Ich habe schon die grösste Zeitung von dem Land geleitet. Da hast du noch nicht mal gewusst, wie man Cumuluspunkte buchstabieren. Einmal im Jahr erkläre ich Weihnachtslieder und schon gibt's eine Krise. Peinlich, peinlich, peinlich. Der Max hallt jetzt die Worte von der Haustechnikerin über den Chef nach, die sie über seine Vorliebe für Weihnachtsbullis verloren hat. Auf dem gut ausgebügelten Baumwollüberwurf steht heute Tree Rex über einem Dino, der mit seinen kurzen Ärmeln ein Weihnachtsbäumchen hebt. Du weisst genauso gut wie ich, was passiert, wenn ich den Schalter umlege. Bist du bereit für stille Nacht? Der Chef schreit noch, Nein! aber in dem Moment hat Max den Schalter bereits umgelegt. Plötzlich fängt es an zu beben.
Das Licht flackert und aus dem Nichts erscheinen aus dem Nebel Gestalten. Sind das der Michael Bublé, die Mariah Carey und der Jimmy Fallon? So einfach scheint die Mission jetzt also doch nicht. Die drei meinen, bevor ihre Lieder verstummen und sie auf millionenschwere Tantiemen-Einnahmen verzichten, bräuchte es einen Kampf bis zum bitteren Ende. So einfach geben sie sich nicht geschlagen. Der dritte Swimmingpool, eine weitere eigene Eishalle oder das Kerosin vom Privatjet zahle sich jedenfalls nicht von selber. Die Max ist zum Äußersten bereit und zückt hinter ihrem Rücken einen Produktescanner. Ihre Strategie? Die drei erblinden lassen und ihnen dann den Rest geben. In dem Moment kommt auch die Haustechnikerin zur Hilfe, bewaffnet mit einem Besen. Der Chef liegt nur noch zusammengekauert im Ecke und hofft, dass das alles bald ein Ende hat. Der Kampf steht jetzt kurz bevor. Das wird klar, wo die Mariah Carey ihres berühmten zum Besten gibt und so etwas wie ein Morgenstern schwingt. Michael Bublé meint dazu, «It's beginning to look a lot like...» Irgendetwas, was sich auf Christmas reimt, aber eigentlich Krawall bedeutet. Der Jimmy Fallon lacht einfach, obwohl niemand etwas Lustiges gesagt hat. Dann entbrennt ein erbitterter Kampf. Es geht hin und her. Aber die Mariah Carey nimmt die Erfahrung von 30 Jahren Weihnachtsbüsnei zusammen und sticht Max mit ihren zum Messer geschliffenen Fingernägeln mitten ins Herz. Auf das aber verwacht Max im Personalraum. Beim Umziehen für die Schicht ist sie doch tatsächlich eingeschlafen. Der ganze Wahnsinn war also nur ein Traum. Sie deutet diesen Traum aber als Zeichen und liefert noch am gleichen Tag das Kündigungsschreiben ab. Zum Glück hat sie auch schon eine Idee für ein Abschiedsgeschenk an ihre Gespönli. Für die gibt es, besonders im Hinblick auf die Zeit ab dem späten Herbst, Noise Cancelling Kopfhörer.